Für die feierliche Eröffnungsandacht von der Oktav 2020 begrüßen Sie euch aus der Kathedrale von Lützeburg. Anfang sangen wir «Klag den Leid» Magnificat 885. Bei der Aussetzung «Lauda Jerusalem» Magnificat 831. Litanie de Notre-Dame von Hommel a Chopinet, nur de Fürbitten Regina Zöli Magnificat 574, Tantum Ergo Nummer 541 und als Schlusslied O Mam Leif Mam. Durgel spielt als Sorti Toccata op Klag den Leid vom Albert Leblanc. De Marc Dostert als Kantor, de Paul Breich spielt op der klassischer Urgel. Dann wird präsidiert vom Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Lützeburg. Bedrückt vom Erdenschmerz, flehn zu dir, Maria, wir, flehn zu dir, Maria, wir. Mutter Jesu des Trösterin der Betrübten, bitte, bitte, bitte Gott für uns, spende Heil, Maria mild, deinem Volk am Gnadenbild. Bitte, bitte, bitte Gott für uns. Hier vor deinem Gnadenbild, unserem Schirm und starken Schild, flehn zu dir, Maria, wir, flehn zu dir, Maria, wir. Mutter Jesu des Geliebten, süße Trösterin der Betrübten, bitte, bitte, bitte
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Schwestern und Brüder, dankt dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Wort des lebendigen Gottes. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté, car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Die leif Leiit heem, déi deriwwer d Medien mat eis verbonne sit. Ganz, ganz herzlich wëllkom fir dës Oktav. Ganz herzlich wëllkom, besonnech all die Eelerleit, an den Altersheimer, an de Pflegeheimer, bei sech doheem. Herzlich willkommen, all die Krankheit. Lo als ein Moment, wo wir Trost kriegen können, wo wir Kraft kriegen können, wo Maria eis den Trost von ihrem Sohn Jesus Christus weiterschenkt.
das ganz interessant, den kleinen Text aus der Heiligen Schrift, den wir hören haben. Kolosse war ein Kleinstaat, die Glorie schon vergangen war, um einen Handelsweg gelegen, wo eine ganz mixte Bevölkerung gelebt wird. Also ein bisschen so wie bei Eis, kann ich sagen. Und die Leute an der Stadt hatten Probleme, so wie wir auch immer Probleme haben. Es war zwar nicht der Coronavirus, aber andere Probleme sich zerstritten sich nicht eins gehen. Und da soll auch zu Lützeburg dafür kommen. Und da könnt der Brief an den extra Demologieren und zitiert am Fongehol ein Hymnus. Ein Text, der schon an der Kirche gebraucht ginas. Und der ganz auf Christus zentriert ist. Wie ich diesen Text als Propos zugeschickt kriege, da habe ich direkt und den Wahlspruch von unserem Weihbischof Leo geduld. Zurück und Quellen zu gehen. Und wir können schon nicht mehr weit und Quellen zurückgehen, wie und Person von Jesus Christus. Den Hai an dem Hymnus besungen wird. Der Christus erschenkt Hai mit aller Glorie, so wie der Christus auf der Arm von Maria bei seinem Gnadebild, so wie auch Maria als Königin durchgestaltet wird, mit wunderschönen Kleider, mit Kron, mit Zepter, mit Herz, mit dem Schlüssel, Zeichen von Zuneigung, von Lebt, von der letzten Bevölkerung über die Jahrhunderten durch. Und die Leute zu Kolosse wussten schon einfach, es war nach kein 40 Jahren hier, dass der Jesus, vor dem Hai so wunderbar geschwart wird, mit Glorie, dass den Kreuz den Tod von einem Sklav gestorben war. Ja, wir verstehen heute nicht, was das bedeutet. Wenn der Jesus heute Mensch gehen, da gibt es vielleicht nicht Kreuz sterben, in einer Klinik, ganz lang, mit dem Coronavirus. Auf den Bauch gedreht, dass sie besser atmen können. Giffen so vielleicht als menschliche Erfahrung teilen. Weil Kreuz sieht als am Fongehol, dass den Herrgott als menschliches Leid echt hält. Es gibt auch einen falschen Trost von der Religion, wo ein Kreuz mindert, es klein schwätzt. Das ist nicht der Fall. Weil wir sind durch den Coronavirus nicht daran erinnert gehen, dass das Kreuz ein Teil von unserem Leben ist. Sicher nicht nur an dieser Zeit, weil gestorben sind Leute doch viel drun. Allein waren Leute auch viel drun. Aber nicht so viele Leute waren betroffen, dass das an unserer Gesellschaft nach relevant gewesen wäre. Wir waren eine Gesellschaft, wo der Kreuz so ganz weit weggerickelt waren, du musst schon Zeit von mir selber an den Alter kommen, für nach daran zu denken, und noch da lieber nicht. Und durch den Coronavirus sind wir uns am Fongel nicht bewusst gehen, was menschliche Existenz ist. Wie fragil das Leben ist. Und trotzdem das Leid, Angst,
an eis Herzer Anzug geholl hun, könne mir die Krise aber nach relativ gut überstehen, weil wir sie reich als Land. Wir können Leid pflegen. An andere Gegenden wird das viel mehr schwer gehen. An das Kreuz am Christentum als aber nimmen zu verstehen, wenn ihr nicht matt gesagt, matt denkt, mat der leeft vom Herrgott. An das am Fungeholl, die leeft vom Herrgott, den eng Bilderspruch transposiert geht, wo von der ganze Glorie vor Christus schwätzen oder ha auch die Glorie vom Oberstande Christus bei Maria gesehen. Weil die leeft als eine Garantie für das Leben, für bewusst zu leben, für Frau zu leben. Schon lo, schon do, wo Kreuz do ist. An eng leeft, die da wiest, bis wir immer mehr no bei Gott sind, auch durch einen Tod oder durch. Ich kann mich gut erinnern, wenn ich an Primärschule gegangen bin, hat man so ein Religionsbuch. Ich meine, da war am Anfang so Bilder von Himmel heller Festfeier dran. Und das Himmel, das hat mir schon ganz gut gefallen. Ne? Das mit der Hell, das hat mir wehgetan. Ne? Ich meine, wir können also das, was wir Festfeier nennen, viel besser vorstellen. Das am Fongel die leeft vom Herrgott, die ihn immer mehr unzieht, wo ihn immer mehr selber an die leeft erwiest, bis ganz mit der leeft verbunden ist, wie Maria das. Maria ist ganz mit der leeft vom Herrgott verbunden. Dafür gibt es auch durchgestellt, Sixtinische Kapelle, wo sie sozusagen direkt bei der Helger Dreifaltigkeit Platz geholt wird. Sie ist ganz und die leeft angebunden, weil sie die leeft all Moment gelieft wird. Aber wie hat sie die leeft gelieft? Sie hat sicher hier Gebirge gemäht. Man kann euch schon vorstellen, wie Maria de Jesus Bierde gelehrt hat, dass sie sein menschliches Bierden von seiner Mama gelehrt hat. Aber Maria hat auch den Tod gemäht. Sie hat angepackt. Sie hat einen praktischen Sinn. Denkt an die Geschichte zu Kana. Sie ist die merkt, dass kein Wein mehr da ist. Sie ist die am Fongel am Dienst steht. Und dann ist es sie, die Haus und Heim verlässt, für bei ihre Jungen zu kommen. Wir hören da dann Evangelien, das ihr Besuch könnt. Und zu Jerusalem und dem Kreuz, da ist sie da. Hier lebt von am Fungeholl ihre größten Ausdruck unter dem Kreuz von Jesus. Und dass die lebt, die hier dann von Gott Pap, von ihrem Jungen durch den Heiligen Geist mitgedeelt wird, die da möchte, dass sie ganz mit Leib und Seele an die lebt angefangen ist, an all Ewigkeit. Und das ist eine Konsequenz von ihren innerten Kreuz stehen. Das kann auch Eishoffnung gehen. Das will ich sagen, dass als Kreuz, als Lied, nicht das letzte Wort ist. Dass es nicht mit den Tränen abhält. Aber das ist kein billiges Happy End. Aber die Tränen verändern sich an einen tief Fried
die Fried von der lebt. Vielleicht erlaubt es Zeit eis, das bewusst Matze erleben. Wie der Pater Broca mit den Schülern aus dem Jesuitenkolleg die Wallfahrt angefangen hat, wo sie das ganz gut verstanden. Sie wusste, was Kreuz war. Der Pater Broca, der selber mit der Pest krank niederlag. Und so hat Maria Eis an der Lützeburger Geschichte begleitet, bald 400 Jahre. Und das ist nur ein Eis, für eine Sei den Sinn von der Trägerin am Lied herumzufangen. Für mich bewusst als Christ das Kreuz unzuholen, das Leben zu leben, an der Hoffnung, an der Friede am Leben weiterzugehen. Und nicht nur als Einzelnen, sondern auch als Kirche. Und wir hören, Christus als das Haupt von der Kirche. Beholen wir es dementsprechend. Als Kirche nicht einst du wie kopflos durch die Gegend geht, und das kann kein faszinieren. Dann hast du ein Gespenst von dem, zu dem sie Beruf ging. Los mir jit verreen, nes als Beziehung mit Christus verdeiven, an dieser Oktav. An los mir so nes Christus de Kap von eiser Kirche gelossen. Nicht nur an der Liturgie, wo das schon sowieso immer der Fall ist. Mehr am täglichen Handeln, am Dienst von dieser Kirche von Lützeburg. Maria hat uns das viel gelebt. Sie ist die, der es immer nächst den Trost von Christus vermittelt. Bald 400 Jahre und Leid zu Lützeburg sich aus sie gewandt, von es ihnen schlecht gegangen ist. Ja, Maria, Trägerin am Lied, loset und Eis und eiser Generation. Wir brauchen dich. Wir brauchen den Trost und brauchen den Hoffnung und brauchen den Leid und den Fried. Amen. Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion, Hosanna, 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 Filio David. Laudate Dominum omnes gentes, laudate omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et spiritui
Dea Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion, Hosanna, 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 Filio David. Sainte Marie souveraine, étoile de la mer, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Parfaite pauvreté de cœur, priez pour nous. Vous à qui Jésus ressemblait, priez pour nous. Mère de la divine gracieusité, priez pour nous. Mère au cœur éclatant d'infinie bonté, priez pour nous. Vous qui ne respiriez que Dieu, priez pour nous. Jardin clos où Dieu prit ses délices, priez pour nous. Enfantine transparence, priez pour nous. Mère souriante, priez pour nous. Mère éblouissante, priez pour nous. Notre-Dame de bon conseil, priez pour nous. Mère à qui s'est soumis le Verbe créateur, priez pour nous. Vous qui avez éduqué le Christ sauveur, priez pour nous. Sollicitude précautionneuse des cœurs, priez pour nous. Vous devant qui l'univers s'incline, priez pour nous. Vierge digne de toutes les louanges, priez pour nous. Toute
votre puissance suppliante, priez pour nous. Mère des miséricordes, priez pour nous. Vous qui ne délaissez jamais, priez pour nous. Miroir de la splendeur de Dieu, priez pour nous. Trône de la sagesse, priez pour nous. Berceau de notre liesse, priez pour nous. Chef-d'œuvre de l'Esprit, priez pour nous. Parfaite réussite de beauté, priez pour nous. Merveille de donation, priez pour nous. Rose du paradis sans épines, priez pour nous. Notre invisible rempart, priez pour nous. Palais d'ivoire éblouissant, priez pour nous. Demeure étincelante de l'amour, priez pour nous. Arche de la nouvelle alliance, priez pour nous. Porte du ciel, fenêtre du paradis, échelle blanche, priez pour nous. Étoile matinière, priez pour nous. Sauvetage des épuisés, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Consolatrice des malheureux qui pleurent, priez pour nous. Auxiliatrice compatissante, priez pour nous. Vous qui êtes plus élevés que les cœurs des anges, priez pour nous. Fleur des ancêtres d'Israël, priez pour nous. Espoir réalisé des prophètes, priez pour nous. Sagesse des porteurs d'évangile, reine des martyrs, priez pour nous. Modèle des humbles croyants cachés, priez pour nous. Bergère des pauvresses de Dieu, priez pour nous. Vous qui menez la ronde des élus, priez pour nous. Aurore blanche sur le péché du monde, priez
la joyeuse paix. Priez pour nous. Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus le Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Gute Papa am Himmel, ob die Vierspur von der Trägerin am Leid, die Frage von der Hoffnung, kommen mir aus schweren Zeiten am Anfang von dieser ganz besonderen Mutter Gottes Oktav für uns. Für die Kirche zu Lützeburg, für unseren Erzbischof Jean-Claude, unseren Weihbischof Leo und all Gedäften. Schenk deinem Volk dein Heilige Geist a reiche Moos, für mit Christus ob neue Wehr an Zukunft zu gehen. Accueille, credete mains, la prière de tes enfants. Seigneur, nous te prions. Accueille, auprès de tes mains, la prière de tes enfants. Père très bon, nous te prions pour l'Église en Europe, qu'elle redevienne en ces temps de pandémie un havre d'espérance et la servante de la paix. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Guter Vater, wir bitten für alle Verantwortlichen aus Politik und Gesellschaft und besonders für jene Menschen, die sich in der Forschung um Covid-19 einsetzen. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions pour tous ceux qui s'engagent dans la transmission de la foi à travers les nouveaux médias pour annoncer le Christ au monde. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Guter Vater, wir bitten dich für alle Menschen, die in diesen Tagen Trost und Hoffnung bei Maria suchen und finden. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes
Wir beten für all Kinder und Jugendliche, die in einer Welt voller Verunsicherung herabwuchsen. Das sieht Maria als Großschwester am Glauben abholen, und sich vom Herrgott rufen und feiern lassen. Seigneur, nous te prions, accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Herrgott, mir biete für die Menschen, die an diesen Tag voller Angst um ihr Leben und um Zukunft bangen. Für all die, die durch Krankheit getroffen goufen oder für Krieg und Hungersnot auf der Flucht sind. Seigneur, nous te prions, accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Père très bon, nous te confions toutes celles et ceux qui sont dans le deuil et qui viennent de perdre un être cher. Que la consolatrice des affligés les visite dans leur douleur et dans leur peine. Seigneur, nous te prions, accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Gute Pap am Himmel, stellvertretend für all Pilgerinnen und Pilger, stimme mir hei für ein Bild von der Trägerin am Lied. Ob hier Vierspruch rufe mir voll Vertrauen. Guck, ob dein Volk, da der schweren Zeiten bei dich könnt. Los des Oktav zu einem Gnodemoment für uns alle Gute gehen. Das biete mir durch Christus als Bruder an unseren Herr. Amen. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque mero visti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia. Lasset uns beten. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch Christus, unseren Herrn. Tantum ergo sacramentum veneremo cernui.
suum defectui. Genitori genitoque, lauset jubilatio, salus anno virtus quoque, sidet benedictio, procedenti ab utraque, compassit laudatio. Panem de cielo prestitisti eis, alleluia. Omne delectamentum in se habentem, alleluia. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit.
Mi hunn der Öffnungsandacht vun der Oktav iwwerdroen aus der Kathedral. Sie gëtt Dock wiederholl den nowen dem 6 an dem 11 Auer. Mai 1. Oktav Sonndech gëtt Pontifikal Mass och aus der Kathedral iwwerdroen, anzwer 10:30, zeitgleich op allen übliche Kanälen, Dock, RTL 2 Television an Livestream, katol.lu, rtl.lu an wort.lu. An der Oktavzeit mussssen Gottesdienster leider ohne Publikumsbedeligung gefeiert gin, se ginn awer gestreamt. Kathedral selber ass op fir Einzelpilger ausserhalb vun de Gottesdienster, dat heescht vum späte 4 Muren iwwer mittes Stonn bis an de freie Nomittich. Ei sal wünschen ich eng gnodereich Oktav. An domat gimmer Mikro an Antenn zrick an den Studio.